In dem Tag, dem 17. Februar 1878, in Białystok, Polen, ist geboren geworden der Prosaiker und Dramaturg Osip Dymov, von der Ehem Josef Perelman. Der Zeugen geworden innerhalb assimilierter Mischpuche hat ungeheben seinen Weg in Literatur auf Russisch, geschrieben in die Peterburger Zeitungen, Feuilletonen, und im Jahr 1905 ist erschienen in Russisch die Sammelbuch mit symbolischen Erzählungen Sonce Vorot. Sind 1907 hat Dymov sich ungeheben drücken auf Jiddisch. Bekannt hat ihm gemacht sein Drama Schmeiß Ruhl, was es beim Unib aufgeführt geworden in Russisch und später in Jiddisch, übergesetzt von Goldring. In der Doseker Pjese weist Dymov die schwere Lage von Jiden in zarischen Russland. Die Pjese Der ewiger Wanderer hat gespielt eine wichtige Rolle auf dem schafferischen Weg von dem Dramaturg. Übergesetzt auf Jiddisch von Jud Mugdoini hat sie in Amerika aufgeführt Boris Tomaszewski. Was hat euch Dymov gebracht in New York, wo ist schon geblieben aufständig. In Amerika hat veröffentlicht Hunderter der Erzählungen, Feuilletonen, Humoreskes und 2 Bände Sichroines, was ich gedenk. Sehr populär seien gewesen seine Pjeses Bräut, dem Rebens Chassene, Bronx Express, aber besonders populär ist geworden seine Pjese Der Singer von Montreuer, mehr bekannt wie Jaschke Musikant, aufgeführt in die Theatertruppes über der Welt. Gestorben ist Osip Dymov in New York in 1959. Der jiddisch-polnische Historiker Meir Shmuel Balaban ist geboren geworden dem 20. Februar im Jahr 1877 in Lemberg. Studiert Philosophie und Geschichte in der Lemberger Universität und sind 1926 ist Balaban Professor von der Warschauer Universität. Ist einer von den Gründern von dem Judaistischen Institut in Warschau. Seine belehrendigen Artikel hat geschrieben in Polnisch, Deutsch, Jiddisch und Hebräisch. Zu den wichtigsten seiner Forscharbeiten gehören Jiden in Lemberg auf der Grenze vom 16. und 17. Jahrhundert, Geschichte von Jiden in Kroke 2 Bände, zu der Geschichte von den jüdischen Druckereien in Polen und andere. Gestorben ist Meir Shmuel Balaban in Warschauer Ghetto in 1942.